Wuhu. Was ist das für ein Bullshit? Hey Dudes, ich bin der Martin und heute machen wir etwas ganz Spezielles zusammen. Microsoft ist etwas richtig Geiles am entwickeln, und zwar eine Maschine, die es möglich macht, um anhand von Bildern Emotionen in den Gesichtern der Menschen festzustellen. Die ganze Sache ist zwar immer noch in einem Demo-Status, aber das ist ja mir scheißegal, ich will schauen, was das Programm kann. Also wir haben jetzt hier so ein Beispielbild, wo irgendwie alle so geschissen glücklich reinschauen. Und wenn man jetzt hier auf das blaue Quadratchen geht, zeigt es an, dass der Typ 100% glücklich ist. Und der 100% glücklich. Und der 95% glücklich und 5% neutral. Ganz minim hässig ist er auch noch. Aber das sind halt alles einfach glückliche Arschlöcher, oder? Da ich ja schon seit Jahren auf einen Oscar warte, weil ich so emotionsgeladen kann schauspielern. Wollen wir doch mal schauen, ob ich es schaffe, die 8 möglichen Emotionen einfach so nachzuspielen. Die 8 möglichen Emotionen wären in diesem Fall Wut, Verachtung, Abscheu, Angst, Glücklichkeit, neutral, traurig und überrascht. Und jetzt wollen wir doch mal schauen, kann der Martin diese Sachen schauspielern. Bild Nummer 1 soll Wut darstellen. Man sieht es richtig, wenn ich meine Faust ball. Das erkennt das Bild natürlich nicht. Aber ich glaube, in meinem Gesicht spürt man auch, wie ich richtig hässig bin. Wollen wir mal schauen. Was? Hauptsächlich Abscheu. Neutral, das ist doch nicht eine neutrale Fresse. Stell dir mal vor, einer schaut dich so auf der Strasse an. Findest du dann, ja, okay, doch, der schaut mich neutral an. Ein bisschen mit Abscheu, aber eigentlich recht neutral. Da passiert mir garantiert nichts. Probieren wir Verachtung. Da habe ich auch ganz ein schönes Bild gemacht. Da spürt man richtig, wenn ich mit den Augen am Haten bin. Das merkst du doch richtig gut. Schauen wir uns doch gerade mal die Auswertung an. Nicht mit Contempt. Neutral, was neutral? Das ist schlimmer wie bei Germany's Next Topmodel, wenn Heidi Klum dich so richtig anschaut, als wärst du überhaupt nicht gemacht, um ein Model zu sein. Spürt ihr die innerliche Verachtung nicht auch? Das Programm kann nix. Nummer 3, Abscheu. Das spürst du doch, oder? Wenn ich jemanden so anschaue, dann weisst du doch genau, da ist Abscheu dahinter. Yes, yes, yes! Über 50%! 56%, das ist schon mal nicht schlecht. Und ein bisschen hässig bin ich ja sowieso immer. Das ist Oscar-Material. Also Abscheu habe ich sicher schon mal drauf, das kommt gerade sofort in mein Schauspielresümee rein. Angst. Ängstlicher kannst du gar nicht sein. Das sieht genau aus wie in jedem Horrorfilm, den ich jemals gesehen habe. Nicht einmal viel Angst. Überraschung. Ein überraschter Mensch schaut nicht so. Ein überraschter Mensch schaut so. Schaffe ich es wenigstens, um ein glückliches Gesicht darzustellen. So schaue ich, wenn ich glücklich bin. Yes! Genau das wollte ich sehen. 81% glücklich. So jetzt, das ist mein neutrales Gesicht. Ich schaue ganz normal, einfach geradeaus in die Kamera rein. Wenn ich das nicht schaffe, dann weiss ich auch nicht. Dann muss ich glaube ich meine Schauspielkarriere an den Nagel hängen. 20% neutral nur, 20% Angst, 50% überrascht. Überrascht siehst du doch nicht so aus. Und vor allem, was soll die Scheiße? Ich bin doch überhaupt nicht ängstlich auf diesem Bild. In dem Fall Trauer jetzt. Schau mal, wenn ich Trauer darstellen kann. Genau so sieht ein unglücklicher Mensch aus. Schau mal, der verdammte Scheiß an. Es ist tatsächlich neutraler wie mein Bild, das ich probiert neutral zu sein. Nur 7% traurig. Nein, komm, verreiss doch. So, aber das ist doch ein überraschtes Gesicht. Kannst du mir sagen, was du willst? Also wenn das Programm das nicht erkennt, dann muss Microsoft die ganze Sache abbrechen. Dann bringt das auch nicht. Yes, 99%. In dem Fall, wenn man mich gerne als Schauspieler mieten, ich kann eine gute, überraschte Fresse machen. Also da ich jetzt wirklich so scheiße abgeschlossen habe, habe ich mir etwas überlegt. Wir nehmen doch einfach Emojis und ich stelle die nach. Die Emojis sind doch wirklich genau perfekt die Emotion darstellend, die sie ausdrücken wollen und nichts anderes. Mit denen muss es einfach funktionieren. Perfekt getroffen. Also wenn das nicht hässig ist, dann weiss ich auch nicht. 55% nur und wieder 40% neutral. Hey nein, schau mal, wie hässig und böse ich da drauf aussehe. Hey, ich weiss nicht, das ist im Fall sogar noch schlechter wie unbearbeitet. Perfekt, schau mal die Verachtung, du spürst es richtig. Wenn du so angeschaut wirst, dann merkst du doch, dass die Person dich nicht ausstehen kann, oder? Neutral. Was ist das für ein verfickter Scheiß? Ich bin nicht traurig neutral, ich verachte dich. Dann versuchen wir es jetzt halt mit verabscheuend reinschauen. Was ist das? Was habe ich da geschaffen? Ich spüre die Abscheu. Traurig.
Weißt du was, Kollege? Du kannst überhaupt nichts. Kein Wunder ist das noch eine Demo-Version. Du erkennst ja nicht einmal die elementaren menschlichen Emotionen. Ist das für Tier gemacht oder was? Scheisse, Mann. Bei Angst erkennt man einfach das Gesicht nicht. Verdammt. Das war das Gesicht, das ich machen wollte. Das hätte ich so gerne analysiert. Schau mal an. Spürt ihr die Angst im Gesicht? Das sieht aus wie in einem Albtraum. Das war perfekt gewesen. Ich bin mir sicher 100% Angst. Reine, pure Angst. Verdammter Scheiß, schau mal, ich habe die Bilder zu fest bearbeitet und jetzt erkennt das Gesicht nicht mehr. Das war doch so perfekt. So sieht ein glücklicher Mensch aus. Also, jetzt probiere ich es mit neutral, das wird er schon wieder erkennen. Yes, er erkennt wieder eins. Wetten wir, das ist traurig am Schluss. Aber so ist es genau das neutrale Gesicht. Hey, 43% neutral und ein bisschen hässig. Das ist sicher wegen den grossen, geöffneten Augen. Aber immerhin 43%. Jeder Schauspieler, der auf Kommando brüllen kann, wird gelobt. Und da hast du Martin. Meinst du, er erkennt's, dass ich hier traurig bin? Glücklich! Dudes, das ist doch nicht das Gesicht von einem glücklichen Mensch. Glücklich. Glücklich ist mein Arsch. Also dann probieren wir es jetzt noch mit Überrascht. Die letzte Hoffnung. Wir haben vorher 99% gehabt beim Überrascht reinschauen. Wie sieht's aus, wenn wir es bearbeitet haben? Komm schon. 100%! 100%! Was, du erkennst kein Gesicht? Schau's mal an, wie kann man das Gesicht nicht erkennen? Das ist doch ein ganz normales menschliches Gesicht. Hey, nein, das gibt's doch nicht. Da gibst du irgendwie stundenlang Mühe, um das Scheiß bearbeiten und nachher erkennst die Maschine nicht einmal. Ich kann doch nur schöne Emotionen darstellen. Schau mal die Emotionalität, die da dahinter steckt. Man könnte das Ganze eigentlich auch mit Pornos machen. Irgendjemand soll das jetzt bitte mit Pornos austesten. Ich glaube, ich weiss, was ich heute oben noch mache. Aber auf alle Fälle, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Da mir immer wieder Fragen gestellt werden und ich die dann halt so individuell beantworte, habe ich mir überlegt, machen wir doch einfach mal ein generelles Fragen- und Antworten-Video. Also falls ihr mir irgendwas wollt fragen, wie zum Beispiel Martin, wie heisst du mit zweitem Namen? Martin, was ist dein Lieblingsspiel? Martin, was ist deine Lieblingsfarbe? Martin, warum stehen deine Ohren so weit ab? Oder auch Zeug wie, was ich in nächster Zeit geplant habe. Oder aber persönliche Sachen, sonst irgendwas. Halt jeden Scheiß, den ihr wollt fragen.